The spirits are dying. I fear the power of Spyrix is behind this. We should investigate. So how long has it been? 6 years? Time sure flies. Come. Fenmont awaits. Dreams and wishes are fulfilled. Such is the life of all who live in Riza and Maxia, where hope springs eternal. The spirits have the power to bring man's wishes to fruition. And in turn, those wishes preserve and protect the spirit's livelihood. Therefore, it could be said that Maxwell, the Lord of the Spirits, is in fact the guardian of all things. In this world, no known evil exists that could threaten this harmonious cycle. But if one did, perhaps it might lurk in the hearts of men. Hey! Oh! So sorry! Hey! Sorry! I gotta move. Ja, und damit endlich mal herzlich willkommen zum neuesten Animationsabenteuer schlechthin aus Japan, Tales of Xillia. Das Spiel, ich glaube sogar das erste Spiel der Reihe, das wir bereits irgendwie 2011 im September so in Japan bereits erschienen ist und jetzt endlich fast 2 Jahre später auch bei uns in Europa erscheint. So, Tales of Xillia, Animationsabenteuer, Rollenspielabenteuer, wo ich mir dachte, das kann auch endlich mal getestet werden. So, Mila, Hauptfigur. Eine geheimnisvolle junge Frau in Begleitung von 4 unsichtbaren Wesen. Sie wirkt ruhig, gelassen und sehr weise für ihr Alter. Vor allem auch sehr sexy. Und hier, Yait, ein hilfsbereiter, kluger Medizinstudent, der zum Studieren in die Hauptstadt gekommen ist. Yait oder Chait, wie auch immer, steht kurz am Abschluss und sucht noch seine Aufgabe im Leben. Natürlich eine gute Frage, welche Hauptfigur nehmen wir? Wir sind Junge von dem her, also ich bin Junge, von dem her müsste ich theoretisch Chait nehmen. Oder Yait, wie sprechen wir den aus? Chait, Yait, muss ich erstmal kurz gucken dann. Nach der Folge, wie man das im Englischen richtig ausspricht, oder eben doch Mila. Mila, den Namen kennt doch irgendwo her. Mila kann lachen. Achso, Mila Superstar, genau, das war ein anderer. Das ist schon eine Weile her. Ja, gute Frage, wa? Natürlich die Frage, wenn ich jetzt sie nehme, taucht er dann gar nicht mehr auf. Wenn ich ihn nehme, taucht sie nicht mehr auf. Wisst ihr was, ich nehme sonst immer einen Jungen, nehme ich jetzt halt mal das Girl. Als Mila spielen? Ja, versuchen wir es mal, wa? Du sagst es, junge Dame. I sense it up ahead.
Whoa! Hi. Just keep quiet, and I won't need to hurt you. Wait, why are you breaking into the lab? What are you... That's strange. What part of keep quiet didn't you understand? So, ready to hold your tongue now? So much noise. Could you try coughing quietly? What are you doing here anyway? Can I talk? I dropped something. I was just picking it up, see? What are you up to? The guards will be here any second. That's why I need to hurry. And you need to go home. Before they arrest you for trespassing. Das ist eine ganz schöne Domina, die Mila, wa? Alter Schwede, mal wird ein Wasserblas gestiegen. Blub, blub, blub. Yes, the lesser spirits in this area have gone silent as well. That power anomaly we felt when it happened, the one that absorbed the spirits, its source is here. Why do humans persist in seeking power that could destroy the world? Ja, weil das wohl in der Natur des Menschen liegt. Spyrex to survive. Yes, it must be their work. That's my gut reaction anyway. Mind you, it's not just any gut reaction. It's Maxwell's instinct. Isn't that enough? Look, that's enough talk for now. Let's find the Spyrex. Was auch immer die Spyrex sein soll, ich bin gespannt. So, drück auf dem Feld R1 die Navi-Taste, um dir dein aktuelles Ziel anzeigen zu lassen. Du kannst es auch in der Ereignisleiste im Menü nachlesen. Da gibt es zudem eine Zusammenfassung der Geschichte. Ah, kann ja auch nicht schaden. Alles klar, was habe ich hier? Plauderei anzeigen, okay, mit Select-Taste, schön. Kamera zurücksetzen mit L1, Charakter bewegen, kann man anpassen. Karte anzeigen, Menü öffnen, abbrechen, bestätigen, dürfte eigentlich klar sein. Menü öffnen, Kamera, okay, ist halt nichts mit Status aussieht da. Naja, dürfte schon gut gehen. Also mal ganz kurz, genau hier ist das hier. Hier haben wir, oh, Mila, Anführer, Level 1 wie es aussieht, ja, nicht gerade so hoch, aber gut. Was haben wir hier alles? Artes, Ausrüstung, Strategie, Ereignisleiste, Bibliothek, System. Ah, da Anspeicherung, Laden und Einstellungen anpassen. Das ist doch mal praktisch, ey. Das sogar selber individuell kannst speichern und so. Ausrüstung, Dekoration ansehen, mal ganz kurz, was sie so alles dabei hat. Waffe, Rapier? Sind hier bei Fire Emblem oder was? Eisenreif als Kopfschutz, kann auch nie schaden. Ja, ich glaube, das Spiel wird mir jetzt schon mal gefallen. Gut. Nein, bin ich ein Trottel. Mit dem Fernen so zurück wollte ich. Entschuldigung, Mila. Kamera, R1 zurücksetzen. Suche die Spyrex. Ja, so schön. Was sind hier noch? Prüfen. Ja, Landkrabbe mal 3. Achtung, diese Krabbe ist Dürreresistent. Was? Ah, Dürreresistent, Entschuldigung. Und kann auf trockenem Land überleben. Punkte 16. Okay, was bedeutet mag? Wir werden es herausfinden. Eine Truhe, eine Schatzkiste. Was ist denn hier Schönes drin? Erlangt Umhang. Aktuell Besitz einer. Erhöht Peft und Aft. Was soll das sein? Ein Baumwollumhang, der auf Reisen ein Muss ist. Okay, wenn ich schon mal dabei bin. Die Ausrüstung, Kopfschutzrüstung. Kann ich jetzt hier, nö, Zubehör. Ah, der Umhang. Okay, PVTG, AVTG. Kann man zwar irren, aber ich denke mal, es ist die Verteidigung. Jetzt ist bloß die Frage, P heißt für physische und A ist halt die, was weiß ich, Geister, spezielle, wie auch immer.
Aber wir haben dort links, seht ihr auch, haben wir P-Angriff und A-Angriff. Also zumindest steht einfach Ang. KP ist klar, TP, keine Ahnung, vielleicht Magiepunkte oder irgend sowas in der Art. AZ. AZ5. Ja, wenn die alles rausfinden. Also rausfinden, Initiativ darf klar sein, Stärke auch. Bewegung ebenfalls, Psi wird ebenfalls geistige Energie sein. Vit steht vermutlich für Vitalität und GSK für Gesundheit. GSK? Oh, egal. So, Umhang. Sind das auch irgendwie... Einmal kurz weg mit dem. Ich dachte, man würde es irgendwie noch sehen und so, aber gut, eben nicht. Ah, Entschuldigung, oder gerade nicht. Ausrüstung, stimmt das jetzt noch? Ja, stimmt alles gut. Und los geht's. So, Umhang haben wir an. Wir sehen zwar keinen Unterschied optisch, aber muss ja auch nicht unbedingt sein. So, hier geht's also nicht weiter. Springen kannst du auch nicht, Mila, wie es aussieht, war. R1, ja zwar so... Nö, habe ich nichts drauf. Gut. Hier haben wir noch Laforte Forschungszentrum. Die Karte als Symbolschlüssel. Ah, sind ja alles, was hier so alles drauf hat. Erinnert ja ein bisschen an Xenoblade Chronicles, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Gut, ich glaube, sowieso typische Rollenspiele, von dem her. Moment mal weiter hier. Was ist denn hier? Kann der durch? Nö. Okay, neuer Screen. Dort vorne, was haben wir hier Schönes? Oh. Hey, where do you think you're going? Bitte was? No need to make a scene. Cooperate and I'll go easy on you. Intruder! You're under arrest! Unser erster Kampf, wie es aussieht. Ja, und jetzt, was kann ich machen? Wenn dieses Kampfes gibt es eine Anleitung, in der die Steuerung erklärt wird. Dann anzeigen. Ja, bitte gerne doch. So, verwende L, um vor und zurück zu gehen. Verwende L2, L, um frei zu laufen. Ja, bitte was? Ah, so. Ja, so, vor und zurück, das ist klar. Oder eben L2, um so zu laufen. Yeah, cool. Okay, weiter. Bewegung ist das A und O beim Kämpfen. Verwende frei laufen, um dich frei über das Schlachtfeld zu bewegen. Ja, mittlerweile begriffen. Verwende X, um einen normalen Angriff auszuführen. So. Wow, ich laufe weg, tschüss. Okay. Weiter. Bam, bam, boom, boom, bam. Bam, boom, bam. Tschüss. So, wie geht's weiter? Der Angriff an sich je nach L-Position. Der AZ-Angriffszähler. Angriffszähler zeigt, wie oft in Folge du angreifen kannst. Okay, 6 Mal also jetzt bis jetzt. Zumindest glaube ich das. I warned you. Wenn der... Ja. Zu spät. Bam. Booms. Fallera. Und tschüss. So, jetzt müssen wir weg. Mehr geht nicht. Bam. So, weiß mittlerweile, wie es geht. Und jetzt einfach reduzierten Schaden und verhindert, dass du taumelst. Drücke Viereck, wenn du heftig angegriffen wirst. Okay. Verwende einen Schnellangriff. Wow. Das glaube ich noch nicht ganz so gut. Moment mal kurz. Das könnte vielleicht doch funktionieren. Aua. Ja, muss ich noch lernen, wa? Das war nicht so eigentlich, wenn ich jetzt nach unten drücke und dann... Ja, bringt glaube ich nichts, wa? So, bam! Booms! Ein bisschen besser, egal. Und zack, wird abgeblockt. Schnell Angriff nach vorn zu machen. Und, so wollte doch gar nicht. Komm schon, greif an. Was testen? Wenn ich so mache? So geht das. Oh, jetzt ist es endlich mal begriffen. So, zack, abgeblockt. Gut, wie geht's weiter? Mit schnellen Schritten kannst du dich auf einen Feind zu oder von ihm wegbewegen. Angriffen ausweichen. Ja, eigentlich logisch, wa? Verwende R1 um das Ziel zu wechseln. Ups. So natürlich, gut. So, weiter. Oh. Tiger. Bam, Booms, Fallera. Bringt nix. Gut, wie geht's weiter? Drücke R1, um den nächsten Gegner anzuvisieren. Mit R1 und L wählst du den Gegner selbst aus. So. Okay.
Wende den Kreis um eine Arte zu wirken. Was soll das sein? Eine Arte? Wow! Sieht übel aus. Okay, das wird ein bisschen... Boom. Tschüss. Moment mal, dass er schneller war. Und den angreifen, zack, und dann blocken. Sehr schön. Und... Komm schon. Eine Arte! Einfach eine Wasser-Feuermagie, wie auch immer. Wow, die ganze Magiepalette. Geblockt. Ups, da muss ich ein bisschen... Ja, ich muss ein bisschen besser timen können, wann wer angreift, wa? Nicht so ganz einfach zu unterscheiden, wer jetzt gerade angreifen, wer nicht. Aber das kriegen wir schon. Alter, jetzt mal abhauen, Mila. Mila. So, weiter. Wie geht's jetzt weiter? Artes kosten AZ Angriffszähler und TP Technikpunkte. Solange du AZ und TP hast, kannst du in einem Fort Artes verwenden. Achso, weiterhin, so. Ja, wie geht's weiter? Ah, zu spät. Bam! Das war's bereits? Ja, also ich muss sagen, das Kampfsystem ist gar nicht mal so übel. Natürlich muss man sich da erst ein bisschen durchfuchsen und so, aber es macht schon Spaß. Apfelgummi halten und Bestiendung. Apfelgummi, okay. Kritische Treffer und AZ. Es ist leichter, einen kritischen Treffer zu landen, wenn du Feinde von hinten angreifst. Kritische Treffer verursachen mehr Schaden und erhöhen vorübergehend deinen maximalen AZ. Als klar umgekehrt leidest du mit größeren Wahrscheinlichkeit einen kritischen Treffer, wenn du von hinten angegriffen wirst. Wenn ein Feind einen kritischen Treffer landet, verlierst du alle vorübergehenden AZ-Boni. Pass also auf dich auf. Dankeschön. So, hier werden also erledigt, wie es aussieht. Wow, yep, da ist keiner mehr. Schön, was haben wir jetzt hier? Erlangt Raben, schwarze Feder. Aktuell besitzt 2 Stück. Wenn zu finden sind, kann man weiß genau, von welcher Kreatur sie stammen. Okay. Ja, hier hat sonst auch nichts mehr. Bin ich wieder zurück oder was? Wenn ich hier hingehe, komme ich dort, wo ich bereits vorher war. Genau, das stimmt soweit, alles klar. Also irgendwie sieht bis jetzt jeder Gang gleich aus. Das kann ich jetzt durch. Nö, soll erst eine Art Abkürzung für nachher, wenn ich schnell fliehen muss. Was soll das sein? Egal, erstmal kurz. Hier nochmal schauen, was haben wir hier Schönes. Nochmal so eine rabenschwarze Fee natürlich. Wofür die wohl gut sein mögen? Was soll das sein? Drück zum Speichern des aktuellen Spielstatus X oder wähle Speichern im System, wenn du auf einem Erinnerungsring stehst. Okay. Du kannst den aktuellen Fortschritt im Feld auch schnell speichern in dem System und Pausen, wenn du schnell speichern wählst. Ah, das ist nur Schnellspeicherfunktion. Alles klar. So, natürlich mal speichern, wenn wir schon dabei sind. Neu gespeicherte Datei natürlich. Ja, sehr gerne. Was sagt die Zeit denn gerade für den Part? Wir haben noch ein bisschen. Vor allem den ersten Part. Kann man ruhig ein bisschen länger machen. So. Sehr schön. Oh, eine Mache. Hier komme ich nicht durch, sprich, ich glaube, ich muss den Plan machen, damit ich da durchkomme. Ah, da hochkomme. Hey, Typi. Lass mich durch. Psst. Jetzt bist du... Nö, diesmal nicht mehr. Jetzt wissen wir, wie es geht. Hallo, boom. Bitte was? Das war's bereits? Alter, einmal so eine... Ja, Kreisattacke geführt. Man weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Arte, genau. Einmal Arte ausgeführt und schon war er weg. Das ging ja schnell. Minas 4 große Geister. Als Herr der Geist kann Mila beim Kämpfen die 4 großen Geister befehligen. Ifrit, Sylphe, Undine und Gnome können als Artes verwendet werden. Dann ist einfach mal, dass Ifrit halt irgendwie der Geist des Feuers ist, Sylphe, vielleicht der Geist des Windes, Undine des Wasser und Gnome. Ja, Gnome halt, der in der Erde war. Wäre zumindest gerade mal so meine Theorie. Ja, sehr schön. Der wäre weg. Kletter mit X. Wo kommen wir wohl jetzt hin? Was ist das für ein Raum? Yes, it's certainly a big facility, but we'll find it if we search hard enough. Das will ich doch mal hoffen.
So, die Minikarte links oben im Bildschirm zeigt eine direkte Umgebung. Durch Drücken von 4 rufst du die vollständige Gebietskarte eines derzeitigen Standorts auf. Schön. Die Frage ist bloß an was. So, alles klar. Ja, es ist die Karte, wo muss ich überhaupt hin? Ich würde mal da hoch, wa? Okay, noch ein paar Gegner, kann natürlich nie schaden zum Leveln. Hallo, Tiger. Eine neue Bestie. Jetzt bist du dran. Aua. So, komm schon, komm schon. Okay, also irgendwie geht das mir ein bisschen zu schnell. Wir sind ja auch Erfahrung bloß 5. Ja, bis ich dann, glaube ich, ein Level Up habe, könnte es eine Weile dauern. Echt mal kurz gucken, sind die alle so schwach irgendwie? Also ich weiß, bin ich gerade der Superhirsch momentan, aber dass das so schnell geht? Tschüss. Ja, einmal Arten, schon ist vorbei, was? Ja, das können mir durchaus gefallen. Noch ein Speicherpunkt, okay. Natürlich nicht, Mila, kein Problem. Komm her, komm her. Und das war's. Kurz geblockt und dann in die Serie angriffen. Schnelle Schritte. Ja, weiß ich doch, Mensch. Achso, einen schnellen Schritt kannst du außerdem durch schnelles Eingang von L machen. Schnelle Schritte eine praktische Möglichkeit. Au, umso besser. Alles klar, schnelle Schritte. Zack, zack. Was ehrlich gesagt, hab's gar nicht gelesen. Egal, erlangt Spinnnetz mal 3, okay. Truhe schon wieder, zack. Und erlangt Apfelgummi, stellt 30% K wieder her, schmeckt nach frischen, saftigen Äpfeln, 1 und 2 Hauptnahrungsmittel auf jeder Reise. Das ist zwar schöner Mila, die ist sowieso, ne, wobei 10 hat es bereits abgezogen bekommen. Ja, da wird schon, das wird schon, so. Boah. Jetzt sehe ich sie gerade, also Leute, schaut mal da rechts oben, die grün, also der Leiste, wo steht weiter und 187. Dann ein kleiner grüner Balken ist. Wow, ich brauche noch so viel, hey, ist ja unglaublich. Es könnte durchaus sein, dass es bei diesem Spiel hier rollenspieltechnisch nur bis Level, für was weiß ich, Level 10 geht oder so, oder es einfach nur am Anfang so ist. Noch hier weiter, hat es noch Gegner. Jetzt noch Truhen, ich will ja ungern was verpassen, vor allem so, wenn es noch blind ist und noch die ersten... Ja, die ersten paar Parts sind und so, nicht wahr? Ich glaube, sonst hat es nichts, auf der Karte hat es nichts. Ja, da vorne hat es noch etwas. Und wir bekommen ein Stück Holz. Ja, kann doch auch nicht schaden. Und noch eine Truhe da vorne. Na, geht doch. Da komme ich auch weiter. Oder toll, da komme links weiter, da komme rechts weiter. Fast schon ein richtiges Labyrinth hier. Orangengummi. 30% TB wieder her. Apfelgummi, Orangengummi. Klingt doch schon sehr lecker. So, wo geht's denn hier lang? Nicht zu öffnen, aber war toll. War ja irgendwie klar, war. Ich denke mal, ich muss da gegen den Typen antreten, bekomme einen Schlüssel und dann geht's weiter im Text. Ja, Attack! Wir sagen auch so, Attack, Attack! Und das war's. 4 Erfahrungspunkte, das kommen natürlich nie auf Level 2. Ach ja. Na, wird schon irgendwie werden. So, rechts geht's nicht weiter. Ja, bloß ertränken, wa? Geht's hier weiter? Ja, hier ging's weit. Aber das, Freunde, sehen wir dann erst wieder in der nächsten Episode. Hier bei Tales of Xillia. Ich hoffe, das Let's Play findet euren Anklang. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr um einen Daumen nach oben freuen und Kommentare. Wenn nicht, ja, halt einen Daumen nach unten und Kommentare. Vor allem auch darüber, was ich so noch verbessern könnte. Und wenn wir mal sagen, wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Episode hier bei Tales of Xillia. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Die Abenteuer gehen weiter bei Tales of Xillia. Menschenreagenzgläser. Alte Bekannte. Aber auch eine gefährliche Waffe. Mila ruft die Mächte der 4 großen Geister herbei. Ein geheimnisvolles Mädchen taucht auf. Das Schicksal der Menschen und der Geister steht auf dem Spiel. Wie es weitergeht und ob Mila und Jude dem gewachsen sind, seht ihr in den nächsten Episoden bei Tales of Xillia, die Macht der Geister.